hinzufügen, Herr General. Ich betonte ja bereits, dass wir einer jugoslawischen Blockade entgegenstehen. Die blockieren ihr eigenes Land, denn sie verhindern ja, dass Material nach Montenegro kommt. Das ist also, andere haben Sanktionen gegen andere Länder, aber dass ein Land sich selbst blockiert, das ist schon sehr seltsam. Aber vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es sich im Augenblick nur um den Hafen Bar handelt. Das ist eben das Zielgebiet. Deshalb gibt es da Möglichkeiten, dass essentielle Lieferungen für Montenegro über andere Wege dorthin gelangen. Aber eine Delegation der NATO hat Präsident Djukanovic aufgesucht und ihm ein paar Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, mit denen er seine Polizei bezahlt. Das ist sehr wichtig, denn diese Polizei ist ihm gegenüber sehr loyal gewesen, denn es handelt sich ja um einen demokratisch gewählten Präsidenten. Deshalb ist diese Finanzhilfe auch sehr wichtig und sollte weiter gewährt werden. Das ist ein prioritärer Bereich. Sie wissen natürlich aus den Zeitungen von heute, dass hier den demokratischen Werten Präsident Djukanovic sehr viel Bedeutung beigemessen wird. Und es ist nur bewundernswert, dass trotz dieses enormen Druckes, unter dem er sich befindet, er sich immer noch für die Demokratie einsetzt und in Richtung einer Liberalisierung sich bewegt. Wenn er das unter dem Druck kann, unter dem er steht, muss man sich doch nur mal überlegen, was alles möglich ist, wenn erst der Friede in dieser Region Einzug erhält. Das ist schon wirklich ein gutes Zeichen. Das hinzufügen, Herr General. Ich betonte ja bereits, dass wir einer jugoslawischen Blockade entgegenstehen. Die blockieren ihr eigenes Land, denn sie verhindern ja, dass Material nach Montenegro kommt. Das ist also, andere haben Sanktionen gegen andere Länder, aber dass ein Land sich selbst blockiert, das ist schon sehr seltsam. Aber vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass es sich im Augenblick nur um den Hafen Bar handelt. Das ist eben das Zielgebiet. Deshalb gibt es da Möglichkeiten, dass essentielle Lieferungen für Montenegro über andere Wege dorthin gelangen. Aber eine Delegation der NATO hat Präsident Djukanovic aufgesucht und ihm ein paar Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, mit denen er seine Polizei bezahlt. Das ist sehr wichtig, denn diese Polizei ist ihm gegenüber sehr loyal gewesen, denn es handelt sich ja um einen demokratisch gewählten Präsidenten. Deshalb ist diese Finanzhilfe auch sehr wichtig und sollte weiter gewährt werden. Das ist ein prioritärer Bereich. Sie wissen natürlich aus den Zeitungen von heute, dass hier den demokratischen Werten Präsident